Dann begrüßen ich natürlich Dächer Gemeng, Vertreter von Dächer Gemeng, Schöfflinger Gemeng, den Herr Thomas Schorsch für ArcelorMittal und den Herr Martinussen sowie Vertreter von den Gewerkschaften, Dorolé de Force und LPPD und alle guten die Leute, die ich Ferro Forum und alle guten die Leute, die ich werde aber vergessen, auch von der Scheinkrise groß löscht. Ich ging euch nochmal für die Spielen bei Gerben zu kommen. Heute sind wir zusammengekommen, für den Generalstreik vom 31. August 1942 zu gedenken. Als Helden, die genau wussten, wie die Nazien gingen auf diesen Generalstreik reagieren, mit einem Standesgericht und mit 21 Todesurteilen. Ich beziehe mich auf meine Redheit auf Schöffling und Esch, widmen aber das Red und all die Leute, die Opfern, die nicht nur Lützeburger Nationalität hatten, aber diese Schei für Lützeburg an diesem Generalstreik angesetzt haben. Lützeburger haben überall mit kleinen und großen Aktionen den Nazi gewiesen, dass sie hier am Lützeburg nicht toleriert gehen. Für Lützeburger haben hier Freiheit, ihr Leben gehen für das Land. Lützeburger wollten keinen Faschismus und keine Diktatur. Als Schöfflinger Beruf habe ich mit den allen Schöfflinger viel geschwärzt und oft zu hören gekriegt, dass heute zu Esch als Schöffling immer großen Hass gegen Nazi-Okkupanten bestanden hat. Esch als Schöffling sind von den Nazis an eine Gemeinde zusammengesetzt worden. Schöfflinger noch Esch haben mit kleinen und großen Aktionen den Nazis gewiesen, dass wir bleiben wollen, was wir wären. Als Widerstandsgruppe Al-Verage als gegründet ging und hat an ihrer stärksten Zeiten bis zu 400 Mitglieder. Mit Fluchtblättern und kleinen und großen Aktionen hat als Gruppe Widerstand gewiesen den Nazien an ihrem Stiergebiet. Fluchtblätter sind zu Schöffling und Kirfisch gedreckt gehen und am ganzen Land verteilt gehen. Mit kleinen Aktionen wie zum Beispiel auf der Kirche Schöffling, die am Rehbau war, aus der Lützeburger Fendel gesagt ging. Mit der Flak und Plan wurde der Nebenster von Arbeit Schöffling auf ein Kiltum-Geschoss für die Produktion Ruf zu führen. Nazien hatten Nasuren angezogen und die sollten hier auf der Arbeit Schöffling am Hege verbrannt gehen.
Am richtigen Moment wird der Maschinist vom Heijewe-Klapp abgemäht, sodass die 100 Franken, die die Nazi verbrennen wollten, durch den ganzen Betrieb verdeelt sind. Ich invitiere euch, wenn ihr Zeit habt, an unser Museum gucken zu kommen. Wir haben von den 100er ausgestellt. Für den 23. Januar 1941, Nationalfeiertag, an einer kahler stürmischer Nacht, hat der Mann, der Lützeburger Fendel, auf die Rundbeck an Neudorf abgehangen. Der Scharfschütze hat nicht hingekriegt, als der Fendel Ruf zu schießen, und da immer mehr Lützeburger sich im Breck versammelt tun, auf voller Stolz die Aktion bewundert tun, als den Direktor, den Herrn Matthias Köhner, gerufen ging, an die Rufwellen vom Fendel zu organisieren. Gestern, für 79 Jahre, hat der Gauleiter Gustav Simon das Schlimmste programmiert, was sich Lützeburger sich vorstellen kann. Lützeburg soll von der Landkarte verschwinden. Und die Wehrpflicht soll angefeuert gehen. Heim ins Reich wird das geheischt. Die Jungen, die von 1920 bis 1924 geboren waren, sollten an die Wehrmacht angezugehen und als Kanonenfutter benutzt gehen. Anders konnten und wollten die Lützeburger das nicht gesehen. Auf diese Programmation hin konnte Nugent Beeren, die Mittelschicht hat, den Auftrag, den Streik auf der Schöfflinger Schmelz zu organisieren, von der Widerstandsgruppe Alverage. Da, wo der Nugent noch Member war. Den Hans Adam, der die deutsche Nationalität hat, hat sich direkt bereit erklärt, Sirenen zu ziehen. Wenn meine Informationen auch stimmen, dann hat der Nugent schon mal lange probiert, einen Streik an der Schmelz zu organisieren. Wurde aber nie einen Akkord gekriegt. Das muss ich wissen, dass dieser Streik auf der Schöfflinger Schmelz auch zu Halen von der Widerstandsgruppe Alverage bedeutet wird, durch das Nazi-Regime. Hätten wir hier in Lützeburg für 79 Jahre keine Generalstreik gehabt, behaupten ich einmal zu sagen, als Grand Duchesse hat nie die Unterstützung von der Alliierten gekriegt, die sie für das Land noch gekriegt hat. Ich behaupte mal zu sagen, nach dem Krieg hätte Lützeburg nicht mehr gehen. Hätten all die Lützeburger das nicht Aktion gemacht. Die Aktion, die an der ganzen Welt bewundert ging. An Amerika, England oder Russland hat keiner etwas für Lützeburg gemacht. Das hat sich durch diese Generalstreik ganz schnell geändert. Als Grand Duchesse als am Weißen Haus mit allen Ehren empfangen ging. Auch in London als Grand Duchesse empfangen ging und hat an der BBC eine Sendung gemacht für Lützeburg. Kontakte sind entstanden, die Lützeburg als gleichberechtigter Partner bei den Alliierten etabliert hat. Ohne diese Aktion, die hier umsieht 3 Kollegen das Leben gekostet, behaupten schon mal zu sagen, Lützeburg ging es heute nicht mehr gehen. Wenn ihr das einmal so seht, muss ihr den Leuten ein großes Merci sagen, die mit dem Wertvollsten bezahlt haben, was der Mensch hat, hier im Leben. Danke, ein großes Merci. Und die Leute muss noch heute noch immer an die E3. Als letzter Präsident von der Delegation für Schöffling so nicht den allen Delegierten sowie dem Schmelzarbeiter ein großes Merci für die Organisation, die sie mir mitgeholfen haben. Ohne die ich die heute Streikgedenkfeier nicht hätte organisieren. Auch der Gemeinde Esch, Schöffling, ArcelorMittal und noch Agora. Danke, ein großes Merci für das Unterstützung, die mir gut tun. Ich will daran erinnern, dass nächstes Jahr 80 Jahre Streikgedenkfeier ist. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr das Feier so können organisieren wie 1946. Und wir will gucken, wenn ihr seht, da haben wir ein Plakat, da steht genau das Programm dran. Es war ein riesiges Programm, das damals hier am Sitz gemäht war oder organisiert war. Zeitzeiten gehen immer Männer. Es sind überzeugt, dass wir die Familie müssen fragen, ob sie nichts zu sagen haben. Das Leid, was an diese Familien auch nur im Krieg war, kann kein sich vorstellen. Ich weiß, dass zum Beispiel Albert Fingert nur im Krieg sich als Kandidat von der Sozialistischen Arbeitspartei an der Kommunal- an der Chamberwahl angedroht hat. Den 2. August 1946 hat Zuchte Albert Fingert als Landesverräter angeklagt. Niemand hat in Einzelhaft. Das aufgrund der Beschuldigung konnte nie bewiesen gehen. Den Albert Fingert sein Ruf war aber zerstört. Als Gewerkschaftler behaupten ich, das wären, weil Leute nur im Krieg auf wichtige Plätze geblieben sind, obwohl die hätten ausgetauscht gehen. Die Leute
an Familien von der Resistenz der Rolle de Force und für hier Unerkennung müsste kämpfen. Aus diesem Grund sind ich besonders stolz, das Jahr Dankelin von unserem Kollegen Eugen Behren, dem Dani Behren, vorzugehen. Also das schwer not zu vollzeien, weil an der Kap an den Herzer von den Leiit viergegangen hast, die ënner dem Naziregime gelitten hun. Dat mcht mir immens schwer, die richtige Schwider zu fannen. Ihr seid hierher gekommen, um zu verrecken, und ich gebe euch mein Wort darauf, dass ihr hier verrecken werdet. Mit diese Weder goufen die Gefahren am KZ Hinzart vom Lagerkommandant Paul Sporenberg empfangen. Was geht an engem Mënsch fir, den das wieder heiert? Ein Mënsch, der für sein Ideal angetreten ist, ein Mensch, den den Mut hat, sich zu widersetzen gegen die Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Terror. Ein Mensch, den sich gegen das Unrecht gewehrt hat, wie viele andere weggeguckt haben. Ein Mensch, der wegen seiner Religion, seiner politischen Orientierung oder Aufstammung bestraft gouf. Ein Mensch, der einfach bleiben wollte, was ist. Ein Mensch wie mein Großpapa. Heute, 74 Jahre, war hier dabei, wie sie reden, den Anfang vom Streik auf der Schöfflinger Schmelz angelegt hat. Den Eugen Behren wollte sich nicht vom Nazi-Regime unterdrücken lassen und hat gekämpft. Für sich, für seine Arbeitskameraden, für seine Familie und für sein Land. Aber auch für uns alle gut, die wir heute hier stehen. Nicht nur hier, eine ganze Generation hat dafür gesorgt, dass die Zeiten heute besser sind. Pappen, Mammen und Kinder, die gelitten haben, an ihr Leben gelassen haben für uns. Wir haben alle Ursache aufrichtig auf sie zu sehen, weil sie den Kopf für uns durchgehalten. Heute also tun uns für ihnen Merci zu suchen. Merci für ihren Widerstand, ihre Glauben an Ideale, an ihren Mut, sich dem Terrorregime zu widersetzen. Das dürfen wir nie vergessen. Ihr Leid an ihren Tod sollen wir uns alltag daran erinnern, wie wichtig es ist, Hass, Rassismus und Unterdrückung aufzulehnen und Werte wie Menschlichkeit und Zusammenhalt hochzuhalten. Herr Präsident oder Herr Chef von der Organisation, die Damen und Herren, Witte in alle Leviere Gäste. Ich will für dich zu, wir befinden uns hier auf dem Territoire von der Stadt Esch, auch von hier Gemeinde Schöffling steht, mir das beweist, dass wir zwischen zwei Gemeinden, Stadt Esch und Gemeinde Schöffling, eine gute Kooperation feiern. Heute, 31. August, die Damen und Herren, der Kommemorationstag vom Streik 1942. In Tag, für denen zu gedenken, dass schon gesagt ging, und eine ganz interessante Ausführung von Alain Günther, die sich gegen Unfreiheit, gegen Intoleranz, gegen Repression, gegen Violence tout court gewehrt tun. Hier auf der Schmelz, auch da das gesagt ging, als Signal von einem Streik oder zum Streik lanciert ging. Es war den Hans Adam, der mit einem Tagesschlüssel das alles ausgelöst hat. Wir erinnern uns heute, mit Sicherheit zu Recht, auch 79 Jahre mehr spät. Merci dafür den Kollegen aus den Delegationen, aus dem Ferroforum, aus dem Schmelzarbeitermuseum, aus wo auch immer, für diese kleine Festivität, die wir auf dem Territoire von ArcelorMittal, früher Schöfflinger Schmelz, zumindest von den Schöfflinger so genannt, an d'Entrée, Tab-Entrée hier im Territoire von der Stadt Esch. Wir machen das, wie Madame Behren das auch gemäht hat, mit Dankbarkeit, Respekt und Anerkennung für die gruselige Calvaire vom Krieg an all seine Formen mitgemäht haben, die gelitten haben, die drangsaliert sind, die gestorben sind. Wir legen Blumen näher. Für was legen wir Blumen näher? Mit das ein Akt an den Zeichen von eben dieser Anerkennung, von diesem Respekt und auch von Merci. Das ist ein Tag, wo wir vielleicht auch verzeihen können, wo wir aber nicht sollen vergessen. Den Tag von heute ist ein klares Bekenntnis, und von allem auch ein Appell, immer nächst auf Neuz, standhaft, konsequent, resolut, was wir ja öfters machen, nicht nur heute oder bei anderen Tagen, gegen alle Formen von Intoleranz, von Repression,
von Gewalt a von Diskrimination vier zu goen. Sich erinnern hecht, erstens, ten net an der Schoß zu lehen, mehr aktiv zu bleiben. Sich erinnern hecht, sich engagieren für eng besser an eng mir gerecht Welt dafür anzutreten. Sich erinnern hecht, net zuzulassen, dat Leid an Elend an Not leben. Sich erinnern hecht auch, net gleichgültig sind vis-à-vis von dem, was bei der Welt a rund um uns selber auch wird geschehen. So nimmer die Erinnerung als ein Fenster, die steht all darauf. Wir gucken nicht all da durch, wir machen es aber auch nie so. Auch bei 80 Jahren, wie gesagt, nur 1942, dürft dafür und die erinnert gehen, die Schicksalszeit vom Krieg erlebt haben, und das an allen Formen. Der Francesco Petrasca, ein italienischer Literat, so denke ja, Großfeinde vom Frieden, die an uns wohnen, sind falsche Ambitionen, Roserei, Jalousie und Überheblichkeit. Allerdings auch die Violence und die Intoleranz. Ja, wir sollen versichern, heute gesagt, das Gesellen zu vertreiben, dass sie sich nicht weiterentwickeln. Wir sollen alles durchsetzen, diesen Feind aus der Spirale vom Bösen rauszutreiben, für das wir den Frieden können genießen, für das wir den Frieden und Freiheit so erhalten, wie wir uns das vorstellen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dafür sind so dicht wie Haut und so Kommemorationsmomente enorm wichtig, für auch nur draußen zu weisen, es gibt eine Gesellschaft, die sich dafür einsetzt, dass es gerecht zugeht auf dieser Welt, dass die Differenzen nicht hoch können und dass wir etwas machen für wirklich eine menschengerechte Welt. Just do it, ein Satz, den ich ganz gerne an oft höre oder ein paar Worte. In diesem Sinn, wir machen das heute. Vielmals merci für die Nullherstellung. Herr Präsident, Herr Vize-Chamberpräsident, liebe Kollegen aus dem Schöfflinger Chefrat, dann noch Escher Chefrat, aus dem Schöfflinger Gemengerat, liebe Vertreter von Aslomat Mittal, auch von Agora, von Ferroforum, und auch dem Museum von Schmelzerbestand, und alle guten Assoziationen, die heute hier sind. Es sind viel mehr Leute hier, wie für ein engem Jahr oder für ein 2 Jahre. Das kann vielleicht Wirde hängen, mit das, wie mein Kollege Paul Weimerskirch gesagt hat. Und da auch 70 Jahre danach, wo nicht der Vergiss gehen. Verzeihen, ja, aber vergessen auf keinen Fall. Ich bin noch erst hingekommen, ich bin auch mit DAX daheim gefragt, kann er mich groß, und dann frei uns nicht DAX gefragt, wo gehst du? Du könnt aber meistens froh, wo gehst du? Ich habe gesagt, ich gehe auf den Streik gedenkt. Und dann ist das natürlich ein Wort oder ein Ausdruck, wo kann er nicht viel damit genug hängen, an dem Moment probiert ihn dann irgendwie eine kurze Weder an ein paar Minuten zu erklären, was die überhaupt Streikgedenk der ist, aber was ein bisschen Hand durchgestachelt, ob eine Manier, die kann oder Journalisten dann versteht. 70 Jahre danach ist nach immer nicht all Form, den Paul Weimerskirch hat gesagt, nicht all Form von Intoleranz, Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, aber was nicht nach alles immer in da ist präsent, auch wenn es vielleicht halt zu Lützeburg Männer ist, also da aber sicherlich nicht, dass es gar nicht präsent ist. Wir müssen aber immer aufpassen, mehr als Politiker, mit der als Bürger, dass so feiern, nicht abflackern, wie sie an Osteuropa, an Polen, an Ungarn, an Russland, an Weißrussland, wo auch immer, aber so mehr Terrain gewonnen, und wir dürfen den Leuten einfach den Terrain nicht überlassen. Wir müssen als Politiker, als Bürger von Lützeburg oder von den Ländern immer so bis hierhin a Kilometer oder Kilometer wie weit. Für 70 Jahre waren wirklich ganz courageös Leute hier im Werk, die gesagt haben, los Schluss. Nicht mehr weit, nicht mehr da ist. Auch von den Gegner vis-à-vis. Ein Gegner war den nicht, ja, mit denen sie nicht konnten abholen. Wir haben aber hier ihren Willen gewiesen, wir wollen bleiben, was wir sind. Wir wollen das nicht akzeptieren, und der Krieg ist nicht klein. Und das ist eigentlich, das war den immer muss, ja, die Leute
beibringen, ob dat Leute sind, die Zach mat gemäht tun. Früher eler Leute, den Präsident hat gesagt, Leute, die selber Mutter lebt tun, gehen immer Männer, leider mit den Gedanken von einem Streik gedenkt, der auch von der schwerer Zeit, die den Zweiten Weltkrieg repräsentiert hat, muss an der Kap bleiben. Es darf nicht sein, ob der Titan ist oder die Kommemoration national, dass die irgendwie an der Vergessgrode gehen, die müssen aufrechterhalten gehen, für dass die Generationen danach auch bekämpfen, wer Teil für 80 oder 85 Jahre an Europa las war, und dass das nie mehr vorkommen. Dafür meine ich auch ein kleines Opfer dann vom Escher Gemengerot, den er bestimmt auch von den Schöfflinger Kollegen wird eventuell mitgeholt gehen, für eventuell auch die Schulkanner, so noch 5 oder 6 Schüler, so Sachen mal beizubringen oder ob eine Art Weise, eine verständliche Art und Weise notzubringen, dass ich einfach zusammen guckt, einfach mal das Service zu summen, auch mal als Schulchef, dem Christian Weiß und mit den Schöfflinger Kollegen, für den jungen Leuten streng gedenkt, der zu explizieren, wie weit, dass die Leute dem Moment so reagiert tun, auch von Repressalien respektiv auch den Tod logisch Konsequenz davon erkannt sind, und dass die wirklich einen Schritt gemäht tun, die wirklich den Hut ausdurfen und denen, die für 70 Jahre fertig tun, Streik zu organisieren, durchzuführen, an hier Meinung dementsprechend bei den Lützebäuer führen zu gehen, obwohl den Deutschen mit den Nazis alle rundherum den Gegner war, den an dem Moment übermächtig war, wie die Leute tun trotzdem einen großen Respekt verdient gegen alle Götten, die Arten von Diskriminierung an Rassismus, die wir sollen weiter bekämpfen, ihre Denker zu spät ist. Ich sage vielmals merci.